Kooperationspolitik ist ein seriöses und ein wichtiges Thema. Es geht um Solidarität, Verantwortung und meine Rolle an der Welt. Es geht auch um politische Ehrlichkeit, um die Frage von der Wirksamkeit und um den respektvollen Umgang mit den Suen, die die Leute hier im Land durch ihr Arbeit erwirtschaften. Dafür muss ich über Entwicklungshilfe können echt differenziert und ohne Tabu schwätzen. Genau, das möchte der und schmengen der Minister hat doch gestern als Rede ganz deutlich gemacht. Ich will direkt sagen, dass der stellt Entwicklungshilfe nicht auf froh. Wir haben schon letztes Jahr klar gesagt, wir haben auf frohen der Approche Prioritäten und Kontrollmechanismen. Wer gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Aber wenn eine Kooperationspolitik über Jahre und Jahrzehnte lebt, dann muss man sich auch vorstellen können, was sie konkret bringt, wo Fortschritte sichtbar sind, wo nicht, aber den anderen muss. Der Herr Minister hat signaliert eine Reihe Sachen gesagt, die er so ganz sicher kann stehen lassen. Hier nicht Weltlage als unstabil beschrieben. Hier nicht darauf hingewiesen, dass die Lützeburger Kooperation an einen Kontext schafft, wo die Sicherheitslage an einzelne Partnerländer zurückgeht, wo der Respekt für die Menschenrechte nicht überall noch eine Selbstverständlichkeit ist und wo auch der multilaterale Kader unter Druck steht. Ich habe auch gesagt, die Kooperation muss in Zukunft mehr agil, mehr effizient und mehr impactorientiert gehen. Das sind richtig und wichtige Klarstellungen und die begrüßen wir. Aber wenn der Minister sie so auf den Tisch legt, dann muss ich noch akzeptieren, dass die Opposition genau nachfragt. Wir sehen am Joch, wenn die Welt mehr unsicher wird, da geht es nicht durch, immer nur mit den Intentionen zu wiederholen. Da muss ich umso mehr genau gucken, mit wem ich schafft, wie ich schafft, wer den erreicht, und wo die Grenzen von unseren Aktionen liegen. Der Minister selber hat ja gesagt, dass er immer nicht neu evaluieren muss, wie mit wem und wo ich schafft. Das ist ein wichtiger Aussage. Aber das soll auch politisch ganz konsequent bis zum Schluss durchgehen. Der hat an der Frage eine klare Linie. Wir sind für eine realistische und glaubwürdige Pausenpolitik, die den Lützeburger Möglichkeiten und auch den Lützeburger Interessen gerecht wird. Als Souveränität und als Unabhängigkeit dürfen dabei nicht zur Nebensache gehen. Und die Pausenpolitik hat auch die Aufgabe, am Dienst von unserer Wirtschaft und unseren realen nationalen Interessen zu handeln. Und das gilt natürlich auch für die Kooperationspolitik. Dafür so mir der Entwicklungshilfe darf nie ein Selbstzweck gehen. Auch zu lang darf kein Dogma sein. Der Minister hat betont, dass er provisorisch bei 0,99% vom RNB leidet und in der 1%-Linie will festhalten. Wir sagen ganz klar, nicht der Symbolwert von einer Zahl muss am Mittelpunkt stehen. Mit froh, ob Zahlen gezielt, transparent und resultatorientiert angesagt gehen. Der hat in ihrem Programm in seine andere Priorität gesagt. Ein Plafonnement von der Entwicklungshilfe auf 0,7% vom RNB am Anklang mit dem Versprechen von Rio, dabei aber mit voller Kontabilisierung von allem, was die Regeln vom CAD und der OECD erlauben. Das ist für uns kein Aufsehen und Solidarität, mehr eine Forderung nach politischer Ehrlichkeit und finanzieller Verantwortung. Und da leidet übrigens eine klare Kontinuität mit dem, was ich letztes Jahr gesagt habe. Ich habe damals gefragt, ob wir nicht schon real über 1% leihen, wenn in all die öffentlichen Gelder transparent und unter passenden Kriterien beziehen. Ich habe gefordert, dass Zahlen endlich klar auf den Tisch kommen und dass unabhängige Auditeuren Verwendung und Evaluation von den Fonds überprüfen. Das Förderung bleibt heute mehr aktuell wie je. Weil Vertrauen an Kooperation wird nicht durch eine Aussage gestärkt, sondern durch Nachhaltigkeit, Transparenz und Kontrolle. Wenn der Minister von Effizienz und Impact schwätzt, dann muss er doch für die multilateralen Kanäle gelten. Er hat selber gesagt, dass ein Teil von der Lützeburger Hilfe multilateral lebt. Wir haben letztes Jahr ganz deutlich darauf hingewiesen, dass gerade dort Kontrollmöglichkeiten mehr limitiert sind. Als Skepsis ist also nicht neu. Am ADR-Programm steht auch da wenigstens, dass freiwillige Beiträge Fonds oder Organisationen, wo die Zweckmäßigkeit, Destination und Kontrolle können auf Frage gestellt gehen, kritisch müssen überschafft gehen. Und all langfristig Kooperationsprogramme sollen in der Chambre ratifiziert gehen. Das ist für uns eine Frage von der demokratischen Kontrolle und nicht von einem Misstrauen als Prinzip. Das ist gut, wenn der Minister von einer limitierten Zahl von Partnerländern schwätzt, von der Notwendigkeit
zu langfristige Beziehungen auf Basis von gemeinsamen Werten und Vertrauen. Das ist ein ganz vernünftiger Approach. Aber genau stellen sich dann noch die politischen Fragen. Wenn gemeinsame Werte das Fundament sind, dann muss ich konsequent sein, wenn das Werte nicht mehr gedeelt gehen. Der Minister hat am Fall vom Senegal ja selber erklärt, dass kein neues Kooperationsprogramm angefangen wurde, dass das Büro von Luxstaff stark reduziert wurde und dass es trotz mehr wie 30 Jahre Partnerschaft keinen richtigen Dialog mehr gibt, auch nicht über so gut Menschenrechte. Das weist zwei Sachen. Erstens, dass Werte tatsächlich zählen. Und zweitens, dass eine Partnerschaft nicht auf Autopilot weiterlaufen kann, wenn die politische Basis nicht mehr ist. Genau da sucht den ADR-Satz mehr wie klar. Wir wollen Exit-Strategien. Ich habe auch schon letztes Jahr gefragt. Ob wen ich sehe, den ein Land autonom genug, der Loser seine Partnerschaft so weit, dass er sie neu definiert oder Loser zurückfeiert, beziehungsweise, wie im Fall vom Senegal, komplett auf Eis lädt. Wir dürfen uns als Kooperationsländer nicht abdrängen und es darf auch kein System entstehen, wo eine Hilfe ohne klare Etappen, ohne realistische Ziele, quasi ohne Aufschlusslogik weitergezogen wird. Eine seriöse Kooperationspolitik braucht also nicht nur Entrées-Kriterien, sondern auch Sorties-Kriterien. Dieselbe Nüchternheit braucht es beim Saal. Der Minister hat erklärt, dass Lützeburg sich aus dem Kontakt zurückgezogen hat, Ambassaden zugemacht wurden, bilaterale Projekte gestoppt oder aufgewickelt wurden, regionale Aktivitäten aber über ONG, Luxstaff und multilaterale Agenzen weiterlaufen dürfen. Und der Unterschied und Verbreitung von Dschihadismus eine von den größten Herausforderungen bleiben. Das ist eine ganz seriöse Diagnose und Feststellung. Aber sie weiß doch, es gibt Begegnungen, wo klassisch Kooperation auf ihre Limite stößt. Und an der wir sich nicht an der Formel verstoppen, da muss sie sich fragen, ob uns Jahren noch am besten angesetzt sind, und wie die Risiken für die Beneficiären und als Partner realistisch bewährt. Auf der anderen Seite gibt es auch Beispiele, wo die Stärke von einer gezielten Kooperation erkannt. Der Minister und auch schon mein Vorredner haben auf den Kap Verde hingewiesen, auf den Laos, auf einzelne Gesundheits- und Rechtsstaatsprojekte, auf Mongolei und auf den Kosovo. Auch ist schon letztes Jahr gesagt, dass Lützeburg an langjährige Partnerschaften Präsenz und Erfahrung aufgebaut hat, besonders eben am Kap Verde, am Senegal und am Laos. Das kann ich begrüßen. Mir auch da gilt, lang dauert lang, als noch kein Beweis für Succès. Muss ihn immer nächst den konkreten Mehrwert müssen. Wir wollen keine Routine, mehr Resultate. Dafür bleiben wir als ADR beim Prinzip, den ich letztes Jahr in meiner Rede erwähnt hat und ein einfaches Bild beschrieben hat, muss ihn den Fischer lernen fischen und ihm nicht den Fisch an das Netz legen. Das heißt für uns, Priorität für Projekte, die wirtschaftliche Perspektiven aufbauen, berufliche Kompetenzen stärken, Gesundheitssysteme verbessern, Schulen und Ausbildung nur alte Strohen und lokal Eigenverantwortung fördern. Wo Kooperation zu viel auf Dauerfinanzierung, ob Symbolpolitik oder ob Strukturen ohne klare lokale Übernahme rausläuft, da verliert sie ihren Sinn. Du weinst, wenn ihr zu suchen darf, begrüßen, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber begrüßen mir aber, dass Telefon für Senegal im Moment angestellt wurden, weil zu von Lützeburger Steuerzöller nicht einfach blande männisches Weiß verdeelt dürfen gehen. Einfach ihnen so suchen, ohne dass wir wissen, was mit denen suchen geschieht, also quasi ein Cheque Blanc ausstellen. Das geht nicht. Ich will einen Punkt aus der Ministerrede herausgreifen, den als politisch froh noch mehr berechtigt möchte. Der Minister hat selber darauf hingewiesen, dass es Überschneidungen mit dem Klimafinanzement gibt und in den Heimat anderer Ministerien mehr kohärent schaffen. Aber genau das ist ja das Problem. Wenn die verschiedenen Politiker sich überladen, da gibt die Gefahr groß, dass Prioritäten verwischen. Auch wir als ADR haben letztes Jahr gesagt, für uns liegt der Fokus von der Entwicklungshilfe auf wirtschaftliche, medizinische und schulische Projekte. Das heißt nicht, dass Umweltfragen egal wären. Mit einer Politik mit begrenzten Moyens müssen Prioritäten deutlich bleiben und dürfen nicht all internationalem Trend nachlaufen. Ein anderer zentraler Fonds ist das Vertrauen hier im Land. Letztes Jahr hat man über den Caritas-Skandal geschwärzt und darauf hingewiesen, wie schädlich so Affären für die Akzeptanz von der Entwicklungshilfe sind. Das ist kein Randthema, weil wenn die Leute Gefühl kriegen, dass es in Transparenz und Kontrolle oder Nullleistung fehlt, da brickelt die Bereitschaft, so Politik mitzudrohen.
Gerade in einer Zeit, wo viele Leute auch hier am Land wirtschaftlich unter Druck stehen, muss der Staat doppelt sorgfältig sein. Solidarität braucht Vertrauen, auf Vertrauen braucht Kontrolle. Dafür sind uns Forderungen als ADR ganz klar. Erstens, voll Transparenz über alle Fonds, die an die Entwicklungshilfe fließen, nur klaren OECD-Kriterien, ohne Raschenträger und ohne politische Selbstinszenierung. Zweitens, systematisch und unabhängig Evaluationen von den Programmen, nicht nur auf administrativem Niveau, wie mit der Fähigkeit, auch politische Konsequenzen zu ziehen, wo Projekte ihren Sinn nicht mehr erfüllen. Drittens, mehr stark parlamentarische Kontrolle, besonders durch die Ratifikation von den Kooperationsprogrammen an der Chambre. Wenn über 100 Millionen Euro schwätzt, darf das Parlament nicht auf der Satzbank sitzen. Viertens, eine mehr strenge Prioritätensetzung bei multilateralen Fonds und Beiträgen. Do, wo Lützeburg de facto keine seriöse Kontrolle hat, muss in der Courage haben, Fragen zu stellen und notfalls Hilfen auszusetzen. Fünftens, eine Kooperationspolitik, die mehr klar auf Selbstständigkeit, Ausbildung, Gesundheit, wirtschaftliche Entwicklung und Lokalverantwortung ausgerichtet ist und die für alle Partnerschaft auch eine realistische Exit- oder Übergangslogik definiert. Und hier will ich noch einmal unterstreichen, das ist keine Kahlpolitik, das ist eine seriöse, nachhaltige und kohärente Kooperationspolitik, wie auch schon verschiedene von meinen Vorrednern erwähnt haben. Weil die Leute an den Partnerländern haben ein Recht auf eine Hilfe, die wirkt. Und als Bürger haben ein Recht auf eine Politik, die ehrlich ist, die Prioritäten setzt und die hier suchen, nicht auf ein gutes Bauchgefühl, mit nur klare Kriterien vergibt. Herr Präsident, der ADR steht für Solidarität mit Herz und Verstand. Wir sind für Hilfe da, wo sie nötig ist. Wir sind für humanitäre Hilfe in Krisenzeiten. Wir sind für langfristig Zusammenarbeit, wenn sie auf Respekt, gemeinsame Werte und konkrete Resultate aufbaut. Wir stehen nicht für eine Politik vom Blande weiterführen. Wir sind nicht für eine Symbolpolitik rund um Prozentzahlen. Und wir sind nicht für Strukturen, an denen Kontrolle zu klein und politische Verantwortung zu diffus ist. Wenn wir über Kooperation schwätzen, da schwätzen wir auch über das Bild, das Lützeburg für sich selber hat. Für die ADR ist das Bild nicht das von einem Land, das sich mit moralischer Selbstzufriedenheit zufrieden gibt. Das Bild von einem Land, das hilft, wenn es soll helfen, das klar schwätzt, wenn etwas nicht funktioniert, das seine Werte nicht relativiert und das seine Suchen so ersetzt, dass Hilfe möglichst viele Leute wirklich nur vorbringt. Das ist als Lin klar, verantwortlich und kohärent und immer da so ein Merci.